heissen Tag im August, die Sonne brennt. Am Boden knäulet das Archäologen-Team. Sie graben fast wie die Maulwürfe in der Erde. Auf Spuren nach dem altrömischen Reich. Da plötzlich ruft einer ganz verschreckt: Ich habe da ein unbekanntes Objekt. Es scharen sich alle um den Zylinder, 4,5 Zentimeter lang. Der ist aus Metall, meint der Finder. Doch sonst erkennt man nicht mehr viel von diesem Ding. Es rattert und raucht nicht wie verrückt. Alles fragt sich, was ist das für ein Produkt? Das ist doch Munition, meint da einer. Doch für einen Gewehrschuss ist es etwas gross. Ein neuartiger Sprengsatz könnte man meinen. Was machen wir, wenn es explodiert, das Geschoss? Es schudert sich kalt, dann wird es heiß. Auf der Stirn tropft schon der Angstschweiß. Todesmutig wagt sich einer führen und nimmt das Objekt in seine Hände. Vorsichtig dreht er es zu der Tür von seinem Auto und kommt näher in die Gang. Er fährt und zieht bei jedem Högerli instinktiv der Kopf ein bisschen ein. Er bringt das Objekt den Spezialisten und die machen ein Röntgenbild davon. Doch das, was sie nach dem Röntgen berichten, zeigt, dass sie noch keinen Schritt weiterkommen. Mit ratlosem Blick räumen sie ein, dass das Objekt könnte gefährlich sein. Das Interesse an dieser Kapsel wird gern grösser. Auch die Zeitungen berichten schon davon. Und jeder, der das liest, weiss noch etwas besser, was man da hat aus dem Boden genommen. Der eine meint sogar, es sei ein Beweis für Ausserirdische in der Galaxie. Die Lösung von diesem Rätsel kommt überraschend von einer Offiziersfrau in der Armee. Die Munitionsexpertin meint gelassen, tut mal die Oberfläche unter die Lupe nehmen. Max Factor, Hollywood, lautet in Schrift. Das Daily ist ein Frauenlippenstift. Und zwar einer aus den 50er Jahren, dann haben sie noch Metallkapseln drüber. Merkt euch die Geschichte, liebe Frauen. Eine kleine Tat kann grosse Wirkung haben. Ihr werdet euch jetzt sicher nicht mehr getrauen, einen Lippenstift am Boden liegen zu lassen. Und Männer hören die Moral von dieser Geschichte. Unterschätzt nie die Wirkung von einem Frauenlippenstift.